Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen, besonders die, die neu dazugekommen sind. Die haben den ersten Teil verpasst. Das ist also ein bisschen so, wie wenn man auf einer Leiter hochgeht, aber die untersten Sprossen fehlen. Es ist ein bisschen gefährlich, aber ihr müsst jetzt das einfach doch schaffen. Und sonst kann man es ja nachher nachhören. Es gibt ja auch eine DVD davon. Aber das war wirklich wichtige Basis, um den zweiten Teil hier verstehen zu können. Es geht jetzt um Hesekiel 35 und 36 im Zusammenhang mit der Frage, was sagt die Bibel zum Westjordanland? Aber bevor ich auf diese Kapitel eingehe, muss ich eine Übersicht geben über das Buch Hesekiel. Und das ist ganz wichtig, wenn man Prophetie studiert. Es gibt ja Gegner, die sagen uns, ihr pickt mal da einen Vers und dort, nachdem ihr in der Zeitung was gelesen habt. Ja, und genau so soll man es eben nicht machen. Sondern man muss das Wort Gottes, das ganze Wort Gottes studieren, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und man muss die ganze Prophetie, alle Bücher kennenlernen. Und zwar so, dass man von jedem Bibelbuch eine Übersicht hat. Weiß, wie es aufgebaut ist, in welcher Zeit es geschrieben worden ist, für welchen Zweck es damals zuerst geschrieben worden war und so weiter und so fort. Und erst dann beginnt man, die Einzelteile in das größere prophetische Schema eben einzuordnen. Und so kann uns niemand mehr den Vorwurf machen, ihr macht Zeitungsauslegung. Nein, wir studieren das Wort Gottes und wir sehen, was in der Welt geschieht und sehen, wie sich das alles vor unseren Augen erfüllt. Nun, das Buch Hesekiel, geschrieben im 6. Jahrhundert vor Christus von Hesekiel, besteht aus 3 Hauptteilen. Erstens Hesekiel 1 bis 24, da geht es um den Untergang Israels, damals im Zusammenhang mit der babylonischen Gefangenschaft, als die Juden nach Babylon deportiert worden waren. Dann kommt zweitens Hesekiel 25 bis 32, da geht es um Gottes Gericht über Heidenvölker und heidnische Städte. Und zwar insgesamt 7. Zuerst geht es um Israel, das Volk Gottes, das die Bibel bekommen hatte und besonders verantwortlich war deswegen. Darum kommt das Gericht über Israel zuerst. Und dann kommen die Völker, die die Bibel nicht hatten, die aber auch verantwortlich sind, denn die haben alle ein Gewissen bekommen. Und Gott macht sie verantwortlich. Und dann kommt drittens Hesekiel 33 bis 40. Da geht es um die endzeitliche Wiederherstellung Israels. Und sehen wir, Teil 1 und Teil 3, die spiegeln sich. Der Untergang Israels und die endzeitliche Wiederherstellung Israels. Und darin wird der ganze Weg der endzeitlichen Wiederherstellung gezeigt, von dem Moment an, wo das Schicksal Judas und Jerusalems gewendet wird, haben wir heute gelesen, Joel 4, Vers 1, je nach Bibel 3, Vers 1. Und dann wird dieser Weg gezeigt bis ins Messianische Reich, mit dem neuen Tempel und der neuen Landverteilung. Der ganze Weg wird da vorgestellt. Und aus diesem dritten Teil schauen wir uns 2 Kapitel an. Die sind also gerade im Zusammenhang mit diesem Prozess der Wende des jüdischen Schicksals in der Endzeit. Und ganz wichtig, Endzeit ist in der Bibel die Zeit, in der das jüdische Schicksal gewendet wird und das jüdische Volk wieder heimkehrt ins Land der Väter aus aller Welt. Das ist genau das, was wir heute erleben. Und das war ein Prozess, der eben begonnen hat ab 1882 mit der ersten Aliyah. Dann kam die zweite, die dritte und so weiter bis heute. Wir sind in diesem endzeitlichen Prozess drin, aber es steht noch vor uns ganz entscheidende Dinge, die schrecklichsten Gerichte, die noch diese Welt treffen werden. Und dann kommt der Messias, Jesus, um das Friedensreich in dieser Welt aufzurichten. Aber dann sind wir schon in Hesekiel 40. 35 und 36 zeigen uns den Weg dahin. Ja, und das ist der große Kontrast zu dem Schicksal, das Israel in der Vergangenheit erlebt hat.
Und nun habe ich die Prophezeiungen, die wir jetzt zusammen anschauen, in Verbindung mit Hesekiel 35 und 36 durchnummeriert. P1 bedeutet Prophetie 1, P2 Prophetie 2 und so weiter. Und wir gehen jetzt heute Abend bis 30. Ja, wir haben 60 Minuten zur Verfügung. Also, in Hesekiel 36, 24 wird folgende göttliche Verheißung gegeben. Gott spricht: Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Hier geht es nicht um die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, denn das war eine Rückkehr aus Babylon ins Land Israel. Aber hier geht es um die endzeitliche Rückführung, kurz bevor der Messias kommt als König der Welt. Und zwar aus allen Nationen. Das, was wir vor unseren Augen sehen, 1882 bis 2015, 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus ca. 130 verschiedenen Ländern, sind zurückgekehrt in das Land der Vorfahren. Das ist P1, die Rückkehr ins Land Israel. Nun, ganz wichtig, als Übersicht, die meisten kennen das, aber ich sage das für die es nicht kennen, damit sie nicht eine Sprosse verpassen wieder. Ganz wichtig, der Messias, der verheißene Erlöser, ist das Zentrum der Bibel. Aber der Messias sollte, so die Propheten im Tanach, zweimal kommen. Das erste Mal als der leidende Messias, das zweite Mal als der herrschende Messias. Und man kann das unterscheiden. Die Prophezeiungen im Tanach, im Alten Testament, in Verbindung mit dem leidenden Messias, der kommt, um für unsere Sünden zu sterben, nach Jesaja 53, als Folge der Verwerfung des Messias wird sein Volk, das jüdische Volk, aus dem Land herausgerissen und unter alle Völker zerstreut. Das, was sich erfüllt hat ab 70 nach Christus. Jesus Christus ist gekommen, hat die Prophezeiungen über den leidenden Messias erfüllt und dann kam die Zerstreuung ab dem Jahr 70. Und jetzt sehen wir hier, in der Endzeit kommt der Messias wieder als der herrschende Messias. Endzeit bedeutet nicht Weltuntergang, sondern das Ende der langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. So einfach ist das. Niemand von uns glaubt an den baldigen Weltuntergang. Und trotzdem sagen wir, wir sind in der Endzeit. Das heißt, am Ende dieser langen Zwischenzeit. Und das ganz fundamentale Zeichen der Endzeit ist die Rückkehr der Juden aus aller Welt. Eben seit 1882. Darum ist das die Endzeit nach der Bibel. Und nun, Hesekiel 35 und 36 wird ausdrücklich in den Zusammenhang gestellt mit der Endzeit. Der Begriff kommt in diesen Kapiteln vor. Aber schauen wir uns Folgendes an. Hesekiel 35, das ist eine Prophetie gegen die Südberge von Jordanien. Und Kapitel 36 ist eine Prophetie zugunsten der Berge Israels. Verstehen wir? Da werden also 2 Gebirgszüge, die geografisch nahe beieinander liegen, als Kontrast vorgestellt. Die Prophetie gegen die Südberge Jordaniens und die Prophetie zugunsten der Berge Israels. Und nun, diese Südberge von Jordanien, die werden in der Bibel und gerade auch in diesen Kapiteln genannt das Gebirge Seir. Seir heißt haarig oder rau, das ist ein raues Gebirge. Es heißt aber auch Gebirge Edom und Edom heißt rot und es hat so einen charakteristischen roten Anblick, diese Berge. Übrigens ist das Land Edom, eben diese Berge, das Heimatland in der Bibel der Nachkommen Esaus, des Bruders von Jakob. Jakob, der später auch Israel hieß. Nun, Esau hieß Esau, aber er bekam auch den Namen Edom. Als er auf die Welt kam, da war er nämlich rötlich. Der hat keine roten Haare gehabt. Der hatte keine keltischen Gene. Nein, sondern das meint,
bei der Geburt war er gut durchblutet und hatte genug Sauerstoff. Ja, die meisten Kinder kommen ein bisschen blau auf die Welt. Der kam rot auf die Welt. Der war rötlich, gut, mit Sauerstoff gut durchblutet. Und später hatte er eine Vorliebe für rote Linsen. Ich kann das nicht verstehen, aber das war bei ihm so. Und darum bekam er den Namen Edom. Und seine Nachkommen und er selbst gingen und wohnten auf dem Gebirge Edom, den roten Bergen. Seir, Edom. So, und jetzt lesen wir im Bibeltext konkret. Hesekiel 35, 1-3a. Und das Wort des Ewigen geschah zu mir also: Menschensohn, richte dein Angesicht gegen das Gebirge Seir und weissage gegen dasselbe und sprich zu ihm: So spricht der Herr, der Ewige. So, ich glaube, wir haben alle verstanden, es geht hier um eine Prophetie gegen ein Gebirge. Und wir wissen jetzt auch, welches. Sieht man hier etwas von dem Felsmassiv in Petra. Und dieses typische Edom, rot, sieht man hier. Ich lese weiter. Siehe, ich will an dich, Gebirge Seir, und ich werde meine Hand gegen dich ausstrecken und dich zur entsetzlichen Wüste und erschreckenden Verwüstung machen. Übrigens, das hebräische Wort hier für entsetzliche Wüste, das ist ein interessantes Wort. Es gibt in der Bibel ganz verschiedene Wörter für Wüste. Es gibt nicht nur einfach das Wort Midbar. Midbar ist nämlich ein schönes Wort. Das kommt von der Wurzel Hidvir, füttern. Midbar ist eine lebendige Wüste, wo man eben Kleinvieh, Schafe und Ziegen sehr gut aufziehen kann, weil die auch viel dort fressen können. Aber wenn hier steht, zu einem Land, das eben Midbar ist, eine fruchtbare Wüste, sie wird zu einer Shemama gemacht, dann ist das Grundwort bedeutet etwas, das Schrecken auslöst, wenn man es anschaut. Also dieses Wüstengebiet wird so verwüstet durch Gericht, dass man erschreckt, wenn man das anschaut. Und das wird hier gesagt: Ich werde meine Hand gegen dich ausstrecken. Ja gut, das ist ja schon eine Wüste. Ja, das ist Midbar. Aber Gott wird noch in der Zukunft dieses Land vollkommen verwüsten, sodass es nicht mehr bewohnt wird, sagt die Bibel. Zur entsetzlichen Wüste und zur erschreckenden Verwüstung machen. Und ich werde deine Städte zur Einöde machen und du selbst wirst eine entsetzliche Wüste werden und du wirst erkennen, dass ich der Ewige bin. Wenn das in der Zukunft in Erfüllung gehen wird, übrigens gerade in der Zeit, bevor Jesus Christus als der König der Welt kommt, dann werden die Menschen dort erkennen, Gott existiert wirklich. Sein Wort hat sich erfüllt, das steht in Hesekiel. Nun, der Kontrast zwischen diesen Bergen kann man erst verstehen, wenn man auch zuerst noch versteht, was bedeuten denn eigentlich diese Südberge Jordaniens. Ich habe hier auf der Folie geschrieben, die Südberge Jordaniens stehen stellvertretend für alle Feinde rund um Israel, die mit Edom zusammengehen. Das muss man für sich nachlesen, Hesekiel 36, 4, 5 und 7. Ich lese gerade mal Vers 7. Da geht es dann eben nicht nur einfach um Edom, Südjordanien, sondern da wird dann gesagt, die Nationen, die rings um euch, Israel, her sind. Also diese Berge stehen quasi symbolisch stellvertretend für das Land Edom, die Bewohner, aber auch noch alle Völker, die rund um Israel leben. Das ist ganz wichtig, um die Prophetie gut zu verstehen. Zwar spielt Edom eine führende Rolle, aber es geht um alle Nationen rund um Israel. Also, ich habe das mit 2 Bildern und einem Gleichheitszeichen versucht deutlich zu machen. Hier sehen wir etwas von den Bergen Edoms. Aber die stehen stellvertretend für all diese Länder rund um Israel.
Ägypten, Jordanien, Irak, Syrien, Libanon, Gaza. So, jetzt wird's klar. Und nun gehen wir zu Kapitel 36. Wir kommen schon wieder zurück zu Kapitel 35, aber jetzt gehen wir zu Kapitel 36 und da finden wir eine Prophetie, wie gesagt, zugunsten der Berge Israels. Ich lese Vers 1, Hesekiel 36, 1. Und du, Menschensohn, weissage über die Berge Israels und sprich, Berge Israels, hört das Wort des Herrn. Wir sehen hier nicht gegen, sondern über. Und die weiteren Verse machen klar, das, was über diese Berge gesagt wird, das sind wunderbare Zusagen Gottes, Verheißungen. Aber jetzt müssen wir verstehen, was sind die Berge Israels? Hier auf dieser Karte sieht man sehr gut die Berge im Land Israel. Das ist ja hauptsächlich eine riesige Gebirgskette von der Negev-Wüste hinauf durchs sogenannte besetzte Westjordanland und dann noch ein bisschen in Galiläa. Ja? Aber jetzt ist ganz wichtig, wenn von Israel im Alten Testament gesprochen wird, dann wird gesprochen über das Gebiet, das hauptsächlich besiedelt war. Und da wird immer wieder gesagt, Israel von Dan bis Beersheva. Ja? Dan, das war im Alten Testament schon der äußerste Posten da oben im Norden. Übrigens auch heute. Man geht nach Tel Dan und da ist man gleich bei der libanesischen Grenze. Ja? Und Beersheva, die Wüstenstadt am Rande des Negevs, das war quasi die Südbegrenzung. Das war wesentlich das Land Israel. Und jetzt sehen wir, wenn die Bibel spricht über die Berge Israels, dann müssen wir besonders an diesen Bereich von Dan bis Beersheva, übrigens den Ausdruck findet man zum Beispiel in 1 Samuel 3, aber noch an weiteren Stellen im Alten Testament, von Dan bis Beersheva. Die Berge Israels in diesem Zwischenbereich, das sieht man, die befinden sich im Wesentlichen im heutigen sogenannten Westjordanland. Und gerade das Buch Hesekiel spricht 18 Mal über die Berge Israels. Und wir werden gleich sehen, da geht es ganz speziell um das Westjordanland. Aber was so interessant ist, ich habe ja heute Nachmittag erklärt, der Begriff des Westjordanlandes als eine geografische Einheit, Entität, das ist eine moderne Bildung der modernen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das war früher nicht ein bekannter Begriff im 18. Jahrhundert, im Mittelalter, in der Antike. Aber die Bibel spricht speziell über die Berge Israels. Und jetzt merken wir, oh, Westjordanland. Das ist ja genau das, worüber die Welt dauernd schimpft und spricht. Ja, schimpft und spricht, werden wir gleich noch sehen. So steht es da in diesem Text. Also, wie gesagt, zugunsten der Berge Israels. Hier sieht man ein paar Beispiele von diesen Bergen im heutigen Westjordanland. Hier der Jeschuv, Eli Shomron, hier Ephrat oder der Blick hier von Nabi Samuel nach Süden, im Stammesgebiet von Benjamin. Ja, damit man weiß, wie die aussehen. Ja, das sind nicht rote Berge, das sind jetzt eben einfach die Berge Israels. Prophetie 2. Beständige Feindschaft gegen Israel. Wir haben ja schon die ersten Verse gelesen in Hesekiel 35 und da wird angekündigt, dass Edom so verwüstet werden wird in der Zukunft, das ist noch nicht erfüllt, dass man es nicht mehr bewohnen kann. Und die Bibel sagt übrigens, gerade auch im Propheten Zephania, dass dieses Gebiet dann im ganzen 1000-jährigen Reich, im Reich des Messias, wird das nicht mehr bewohnt sein. Also ähnlich wie das auch gesagt wird von Südirak, dem Gebiet, das die Bibel Babel nennt, Jesaja 13,
spricht darüber, es wird völlig verwüstet, sodass man es nicht mehr wohnen kann. Im ganzen 1000-jährigen Reich wird es nicht mehr bewohnt werden. Aber dieses Gebiet auch. Warum? Jetzt kommt die Erklärung, Vers 5. Weil du eine beständige Feindschaft hegtest und die Kinder Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst zur Zeit ihrer Not, zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. Beständige Feindschaft gegen Israel, gegen die Juden. Nun, als die jüdischen Siedler damals aus Russland kamen, 1882, 1883, es gab einen arabischen Widerstand gegen sie ab 1882. Und wir haben heute Nachmittag gesehen, 1921 wurde Transjordanien durch die Engländer abgetrennt, damit man da einen palästinensisch-arabischen Staat gründen würde später. Und von da an wurde Transjordanien judenrein. Das heißt, dieser Teil, und wir haben gesehen, 77% von Palästina, war ausgeschlossen für die Juden. Dort konnten keine jüdischen Siedlungen errichtet werden. Die Balfour-Erklärung, haben wir gesehen, die sagte, England setzt sich ein, damit eine nationale jüdische Heimstätte geschaffen wird in Palestine, in Palästina. Aber 1921, ein paar Jahre nach 1917, seit der Balfour-Erklärung, wird klar, aber nicht im Osten. So wurde das als Zufluchtsland für Juden, die vor den Nazis flohen, abgeschnitten. Oh, das wird noch wichtig werden. Aber dann, in den Jahren 1939 bis 1947, gab es eine drastische Limitierung für Juden, die nach, wie man damals sprach, Palästina kommen wollten. Aber auch Westpalästina, auch nach Haifa, wurde ganz dramatisch durch die Engländer begrenzt. Das war aber gerade die Zeit, als überfüllte Schiffe kamen von Europa, zum Beispiel von Marseille, übers Mittelmeer. Und dann vor dem Hafen in Haifa, geht zurück, kein Platz für Juden in ihrem eigenen Land. Und das war, weil die arabischen Palästinenser eben ganz scharf Druck machten auf die Engländer, keine Juden. Und so haben die Engländer die Zuwanderung unter diesem Druck runtergedrückt. In der schrecklichsten Zeit. Und dann finden wir in der Zeit von 1947 bis 1949 im Zusammenhang mit dem totalen Krieg, der gegen Israel geführt wurde, ab dem UNO-Teilungsplan, November 1947, da ging der Terrorismus in einer Weise los wie nie zuvor gegen die Juden. Und dann, als der Staat gegründet wurde, 14. Mai 1948, da kam der totale Krieg gegen die Juden. Mit einer Feindschaft gegen Juden, wie man sich das nicht vorstellen kann. Es ging darum, die Juden auszurotten. Und dann 1967 im Sechstagekrieg nochmals, in einem zweiten Versuch. Und da war Jordanien auch mit dabei. 1948, 49, da war Jordanien sogar die führende Nation im Kampf gegen die Juden. 1967 nochmals, 1973, da haben sie sich dann rausgehalten. Da haben sie es anderen überlassen. Und zwar hatte Jordanien damals Angst, dass sie noch mehr Land verlieren. Ja, aber dieser Hass der Völker rund um Israel, 3-mal haben sie versucht, Israel auszurotten. Aber das Ganze begann mit dem arabischen Widerstand ab 1882, dann mit dem Abschneiden von Transjordanien und so weiter. Weil du eine beständige, also eine fortdauernde, die über Generationen weitergegeben wurde, Feindschaft hegtest. Und diese Feindschaft im Nahen Osten, die geht weiter bis zum heutigen Tag. Darum wird Edom so vernichtet werden. Und nun, das war also P2, beständige Feindschaft gegen Israel. P3, der Gewalt des Schwertes preisgegeben. Denn unser Text sagt nicht nur, weil du eine beständige Feindschaft hegtest, Punkt, sondern und die Kinder Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst. Hier sehen wir Amin Hajj al-Husseini. Das war ein Verwandter von Yasser Arafat.
ein persönlicher Freund von Adolf Hitler, Großmufti von Jerusalem, ein muslimischer Führer. Und er ging nach Berlin und hat mit Hitler die Endlösung der Judenfrage besprochen. Und er sollte die Juden vernichten im Nahen Osten, während Adolf das in Europa tut. Und so hat dieser Mann sich eingesetzt in der Zeit der Nazis, eben im Nahen Osten, gegen die Juden. Und eben auf dem Hintergrund Transjordanien geschlossen für Juden. 1930er Jahren, da wurden die Einwanderungsbeschränkungen eben durchgeführt gegen die Juden wegen arabischem Druck auf die Engländer. Und da spielte dieser Mann eine ganz fatale Rolle. Übrigens, um das ein bisschen persönlicher zu gestalten. Ich habe Komposition studiert bei Yehoshua Lackner. Das ist einer der bekannten Komponisten Israels im 20. Jahrhundert. Und er hat mir erzählt, als Junge, ich glaube, er war etwa 14 Jahre alt, ist er von damals Tschechoslowakei geflohen nach Palästina. Er war noch einer, der vor den Nazis fliehen konnte, hat dann später dort an der Musikschule in Tel Aviv studiert, im Konservatorium und so weiter. Aber das war noch einer, der hat es geschafft, dorthin zu kommen. Aber viele haben es nicht geschafft. Und Schiffe wurden zurückgeschickt und manche der Zurückgeschickten endeten später in Konzentrationslagern in Europa. Aber die waren vor dem Gestade von Haifa. Das ist unglaublich. Und die Kinder Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst. Das ist P3. Und jetzt P4. Ich bleibe immer noch im gleichen Vers, weil ich zähle jedes Detail an Information, das gegeben wird. Jetzt hätte ja Punkt sein können, aber es geht weiter. Wann ist das geschehen? Zur Zeit ihrer Katastrophe. Zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. Ja, dieses Preisgeben der Gewalt des Schwertes, das war genau in der Zeit der Katastrophe der Juden in Europa, als 6 Millionen, eigentlich noch mehr als 6 Millionen vernichtet wurden, in der Zeit von 1933 bis 1945. Sehen wir, wie das auch zeitlich genau eingeordnet wird hier im Bibeltext. Die Präzision ist atemberaubend. Nun, wir kommen jetzt zu Vers 6. Jetzt sagt Gott noch einmal, warum er in der Zukunft Edom vollständig vernichten wird. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, werde ich dich zu Blut machen. Und Blut wird dich verfolgen, weil du Blut nicht gehasst. So soll Blut dich verfolgen. Und ich werde das Gebirge Seir zu erschreckenden Wüstenei und entsetzlichen Verwüstung machen und den Hin- und Wiederziehenden aus ihm ausrotten. Nun, das ist ein Wortspiel. Hier wird 4-mal das Wort Blut erwähnt. Das heißt auf Hebräisch Dam. Und Dam, die Wurzel kommt von einem Wort eben, das bedeutet rot sein. Adam heißt rot sein. Und davon kann man ableiten Dam. Blut heißt also das Rote. Ja? In hebräischen Ohren klingt das, wenn man die Etymologie durchschaut, klingt das rot mit. Und hier wird also zu dem roten Gebirge gesagt, zu Edom, was ja rot heißt, ich werde dich zu Dam machen. Im Hebräischen schreibt man Edom mit 3 Buchstaben, Aleph, Dalet, Mem. Und Dam schreibt man mit 2 Buchstaben, Dam und Mem. Dalet und Mem, ja? Die 2 letzten Buchstaben. Also auch grafisch sieht man sofort das Wortspiel, wenn man die hebräische Bibel liest. Und dann wird weiter erklärt, wie dieses Gericht aussieht. Vers 8. Und seine Berge werde ich mit seinen Erschlagenen füllen. Auf deinen Hügeln und in deinen Tälern und in allen deinen Gründen sollen vom Schwert Erschlagene fallen.
zu ewigen, erschreckenden Wüsteneien werde ich dich machen. Und deine Städte sollen nicht mehr bewohnt werden. Und ihr werdet wissen, dass ich der Ewige bin. Die erfüllte Prophetie wird dazu führen, dass man Gott erkennt. Übrigens, in Hesekiel, dieser Refrain kommt ständig vor, in Verbindung mit erfüllter Prophetie. Und ihr werdet wissen oder ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Und wie viel Mal kommt das vor in Hesekiel? 77 Mal. Das ist fantastisch. Ständig dieser Refrain. Das zeigt uns, wie können Menschen, auch Atheisten in unserer Zeit, erkennen, dass Gott existiert. Durch die erfüllte Prophetie der Bibel. Denn das gibt es in den anderen Religionen nicht. Auch im Koran nicht. Diese Art von Prophetie von hunderten Prophezeiungen mit Details nachweislich erfüllt. Nur in der Bibel. Und so kann man durch die erfüllte Prophetie erkennen, dass der Gott der Bibel der Ewige ist, der wahre Gott ist. Sehr wichtig. Nun P5, Anspruch auf ganz Palästina. In Hesekiel 35,10 wird ein weiterer Grund genannt für die künftige Verwüstung Edoms. Weil du sprachst, die beiden Nationen und die beiden Länder sollen mein sein. Und wir werden es in Besitz nehmen, obwohl doch der Ewige da selbst war. Ja, jetzt hatten doch die arabischen Palästinenser, so haben wir das gesehen heute Nachmittag, 77% von den Engländern zugesprochen bekommen. Ja? Das, was später Jordanien wurde. Aber es war nicht genug. Was hat Jordanien gesagt im Zusammenhang mit dem Krieg 1948 und als der Staat Israel gegründet wurde? Uns ist auch das Westjordanland. Nicht nur Ostjordan, sondern auch das Westjordanland. Und die haben ja das in diesem Krieg 1948, 49 erobern können. Die Juden, die dort wohnten, wurden abgeschlachtet oder vertrieben. Und so wurde das Westjordanland judenfrei. König Abdullah, Knecht Allahs heißt das, hat damals gesagt, alles gehört mir, alles gehört uns, beides. Ja, genau so war das. Die beiden Nationen, die beiden Länder sollen mein sein und wir werden es in Besitz nehmen. Und sie wollten in dem Krieg 48, 49 sowieso das ganze Land in Israel in Besitz nehmen, aber sie schafften es, das Westjordanland an sich zu reißen. P6, Kriegswunder durch Gottes Gegenwart. Nun wird hier gesagt, weil du sprachst, die beiden Nationen und die beiden Länder sollen mein sein und wir werden es in Besitz nehmen, obwohl doch der Ewige da selbst war. Was? Gott war da? Wo war er in diesem Krieg? Nun, der Sieg Israels 1948, 49. Als man anfangs kaum schwere Waffen hatte, ich habe erklärt, fast keine Flugzeuge, gegen 9 Armeen, die da gekommen sind, Jordanien, hochgerüstet, mit schweren Waffen, Jordanien, Syrien, Libanon, Ägypten, Irak, Saudi-Arabien, Jemen, die arabische Befreiungsarmee und die palästinensische Armee des Heiligen Krieges. Am Schluss waren die alle geschlagen. Israel überlebte mit Landgewinn. Wie ist das möglich? Gott hat seine Hand darüber gehalten. Er war da. Und weil er sich eben so gezeigt hat, indem er Israel in dieser Stunde der größten Bedrängnis bewahrt hat, da hätten diese Länder erkennen sollen, das ist Gottes Hand. Das ist Gottes Hand. Wir dürfen die nicht mehr antasten. Und hier habe ich noch ein Bild hingetan von einer Davidka. Sieht man? Jetzt kann einer sagen, die hatten also doch schwere Waffen. Ja, die hatten die Davidka. Das war so eine kleine Kanone. Und was die vor allem machte, war viel Lärm. Bumm! Aber sie richtet nicht viel Schaden an. Ja? Und so nur so eine kleine Anekdote. In Safed war die ultraorthodoxe Gemeinschaft in Gefahr, vernichtet zu werden. Und
die Nicht-Ultraorthodoxen, die haben sie geschützt und die haben die Davidka genommen und Sie wissen, was das macht? Bumm! Und dann begann es zu regnen. Und da sind die Araber geflohen, die haben gesagt, die Israelis haben die Atombombe. Ja, man lacht heute, aber das war natürlich kurz nach dem Abwurf der Atombomben über Nagasaki und Hiroshima. Und damals wussten alle Leute, nach der Atombombe kommt der Regen. Und das knallte dort und der Regen kam. Und die sind davongegangen. Das ist nur eine Anekdote. Aber Israel hat schließlich durch all solche Wendungen hindurch überlebt. Das war ein Kriegswunder durch Gottes Gegenwart. Ganz eindrücklich. Warum haben die nicht verloren? Die Juden damals. Das war Gottes Hand. Obwohl doch der Ewige da selbst war. Und das mussten die erkennen. P7, Eifersucht. Jetzt lese ich Vers 11. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, werde ich handeln nach deinem Zorn und nach deiner Eifersucht, wie du infolge deines Hasses gegen sie gehandelt hast. Und ich werde mich unter ihnen kundtun, sobald ich dich gerichtet habe. Nun, diese Kriege gegen Israel 1948, 49, 1967 und 1973 waren Ausdruck der Eifersucht auf Israels Landbesitz. Wegen der islamischen Lehre bezüglich Darul Islam. Das habe ich heute Nachmittag erklärt. Also diese Muslime haben sich gesagt, das Land gehört uns, die Juden haben hier nichts zu suchen. Sie mochten ihnen dieses Land, das wenige, das die UNO ihnen zugestand, in der Abstimmung November 47, nicht gönnen. Sie bekamen ja das meiste, aber sie mochten das ihnen nicht gönnen, das war Eifersucht. Und die Bibel spricht ausdrücklich über diese Eifersucht. P8, Lästerungen. Vers 12. Und du wirst erkennen, dass ich der Ewige alle deine Lästerungen gehört habe, welche du gegen die Berge Israels ausgesprochen hast, indem du sagtest, sie sind verwüstet, uns sind sie zur Speise gegeben. Und ihr habt mit eurem Mund gegen mich groß getan und eure Worte gegen mich gehäuft. Ich habe es gehört. Nicht wahr? Die Bibel verheißt Israel, das Land. Gott hat den Bund mit Abraham geschlossen, 1. Mose 12, Vers 7, und gesagt, deine Nachkommenschaft gebe ich dieses Land. Und in 1. Mose 17 hat er deutlich gesagt, und diesen Bund schließe ich über die Linie von Isaak und nicht über die Linie von Ismael, der Stammvater späterer arabischer Stämme wurde. Also Gott hat dieses Land verheißen, nicht der ismaelitischen Linie, sondern der Linie, die zu Israel hinführte. Aber die islamische Welt akzeptiert diese biblische Verheißung nicht. Die arabische Welt lehnt die Bibel massiv ab. Und die sagen, das ist eine Verdrehung. Die Juden haben die Bibel verdreht. Sonst würde was anderes drin stehen. Dann würde es mit dem Koran übereinstimmen. Und die Christen haben das Neue Testament verdreht. Sonst würde das Neue Testament perfekt mit dem Koran übereinstimmen. Also, sie lehnen all diese Verheißungen ab. Sie treten sie damit mit Füßen und bezichtigen eben die Besitzer der Schrift, Juden und Christen, als Lügner, Verdreher. Und Gott sagt, ich habe deine Lästerung gehört, indem sie meinen, das gehört uns und nicht den Juden. P9, entsetzliche Verwüstungen. Hesekiel 35, Vers 14, so spricht der Herr, der Ewige. Wenn die ganze Erde sich freut, werde ich dir eine entsetzliche Verwüstung bereiten. Wie du deine Freude hattest an dem Erbteil des Hauses Israel, darum, dass es entsetzlich verwüstet war. Ebenso werde ich dir tun. Eine entsetzliche Wüste sollst du werden, Gebirge Seir und ganz Edom insgesamt. Und sie werden erkennen, dass ich der Ewige bin. Warum kommt diese künftige Verwüstung über Edom, über Seir? Weil sie
sich so gefreut haben, dass das Erbteil Israels entsetzlich verwüstet ist. Und das hat sich eben so eindrücklich erfüllt. In den Verwüstungen und der totalen Zerstörung israelischer Siedlungen im Krieg 1948-49. Da haben die Jordanier das, was die Juden dort hatten, schrecklich verwüstet. Wohngebiete im Westjordanland wurden also verwüstet und Siedlungen. Es gab provokative Schändungen in Ostjerusalem und auf dem historischen Friedhof am Ölberg. Da wurden Grabsteine aus uralter Zeit herausgerissen und geschändet, missbraucht für zum Beispiel Toilette. Und auch in Ostjerusalem wurden Synagogen umfunktioniert in Ställe. Also entsetzlich verwüstet. Und es gab umfangreiche Zerstörung von Kibbutz-Baumpflanzungen im Westjordanland. Darauf spielt genau dieser Text an. Wie du deine Freude hattest an dem Erbteil des Hauses Israel, darum, dass es entsetzlich verwüstet war. P10. Zorn und Schnauben gegen Israel. Jetzt komme ich zu Hesekiel 36, 1 bis 3. Und du Menschensohn, weissage über die Berge Israels und sprich, Berge Israels, hört das Wort des Ewigen. So spricht der Herr der Ewige, weil der Feind über euch spricht, haha, und die ewigen Höhen, sie sind uns zum Besitztum geworden. Darum weissage und sprich, so spricht der Herr der Ewige. Darum, ja darum, dass man euch von allen Seiten her entsetzlich verwüstet und angeschnaubt hat. Dieser Zorn und dieses Schnauben gegen Israel wird hier speziell herausgehoben. Und nun muss ich ein paar Zitate vorlesen. Ich habe erklärt, November 1947, UNO-Teilungsplan bedeutete Ja für einen Judenstaat. Die arabische Welt tobte förmlich im Zorn wegen des UNO-Beschlusses zugunsten der Juden. Und dann gab es schließlich den totalen Krieg gegen Israel. Aber im Vorfeld muss man sich diese Kriegsrhetorik anhören. Assam Pascha, Generalsekretär damals der Arabischen Liga, verkündigte am 5. Mai 1948, also kurz vor dem totalen Krieg, Zitat, es wird ein Ausrottungskrieg und ein gewaltiges Blutbad sein, von dem man einst sprechen wird, wie von den Blutbädern der Mongolen und der Kreuzzüge. In meinem Buch Leben wir wirklich in der Endzeit? Mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen, behandle ich das alles und da sehen Sie auch die Quellenangaben. Allerdings die neue Auflage, die nächstens erscheinen soll, die heißt neu. 180 erfüllte Prophezeiungen. Sie werden sehen, was dann dazugekommen ist im Zusammenhang mit Saddam Husseins Grabschändung in Tikrit. Ja, aber eben hier dieses Zitat und dann noch ein Zitat, die Erklärung eines arabischen Vertreters nach dem UNO-Beschluss: Jede von den Vereinten Nationen gezogene Linie wird nichts als eine Linie aus Blut und Feuer sein. Das ist genau dieses Haha. Das könnte man sich übrigens in Europa nie vorstellen. Nicht wahr, dass Europa im Zusammenhang mit einem Krieg in Afghanistan sagen würde, wir machen nur noch ein Ausrottungsblutbad wie die Mongolen damals. Oh, das käme nicht gerade gut an. Ja, hoffentlich auch. Aber das wurde wirklich so gesprochen und die Bibel sagt das. Haha. Und angeschnaubt. Und jetzt noch ein Zitat von Mathiel Mogranam. Ein jüdischer Staat hat keine Überlebenschance. Jetzt, wo der Heilige Krieg ausgerufen wurde, schlussendlich werden alle Juden massakriert werden. Das sagt er. Und jetzt P11. Die ganze Welt schwatzt über das Westjordanland. Hesekiel 36,3. Darum, weissage und sprich, so spricht der Herr der Ewige. Darum, ja darum, dass man euch von allen Seiten her entsetzlich verwüstet
und angeschnaubt hat, Gott spricht eben noch zu den Bergen Israels, ja, so dass ihr dem Überrest der Nationen, das sind diese Nationen rings um Israel, ein Besitztum geworden und ins Gerede der Zunge und ins Geschwätz der Leute gekommen seid. Also die Bibel sagt dir voraus, die Welt wird einmal über diese Berge schwatzen. Und das ist genau das, was ich hier dazu geschrieben habe. Israel in der weltweiten Kritik der Politik und des Fußvolkes. Wegen der Besatzung und Besiedlung des Westjordanlandes ab 1967. Und die Medien verkündigen nicht die Wahrheit, was da wirklich ist. Die Leute schwatzen das nach und auf den Straßen hören wir dauernd die Leute schwatzen und die wissen genau, was Israel zu tun hätte und eben nicht tut. Das ist genau das. Diese armen Berge von dem Westjordanland sind ins Gerede der Zunge, ins Geschwätz der Leute gekommen. So konkret ist die biblische Prophetie. P12, das Westjordanland erobert. Ich lese jetzt Vers 4. Hesekiel 36,4. Darum, ihr Berge Israels, hört das Wort des Herrn des Ewigen. So spricht der Herr der Ewige zu den Bergen und zu den Hügeln, zu den Gründen und zu den Tälern und zu den Wüstentrümmern und zu den verlassenen Städten, welche dem Überrest der Nationen ringsum zur Beute und zum Spott geworden sind. Das Westjordanland erobert. Jordanien in Verbindung mit Irak, Syrien, Ägypten und so weiter, konnte dieses Land eben erobern im Krieg 1948-49. 1950 kam es dann zur Annexion durch Jordanien, aber das ist nicht das Gleiche wie hier, wenn es heißt, sie sind ihnen zur Beute geworden. Dann haben sie es erobert. Aber wir haben gesehen, wie Edom sagt, die beiden Länder gehören mir. Und das war eben die Annexion. Das ist der Unterschied zwischen Besetzung und Annexion. Aber beides ist geschehen. Zuerst Besetzung und dann Annexion. P13, Edom und die Nationen ringsum. Darum, ihr Berge Israels, hört das Wort, das habe ich schon gelesen. Und dann heißt es, ihr Berge seid dem Überrest der Nationen ringsum zur Beute und zum Spott geworden. Es war also nicht nur Edom, das diese Berge erobert hatte, sondern es war eben Edom, Jordanien, zusammen mit den Nationen ringsum. Syrien, Libanon, Gazastreifen, Ägypten, Irak, Saudi-Arabien, Jemen. Hat sich genau erfüllt. Aber Jordanien war damals die führende Nation. Darum geht es hier um Edom und die anderen Nationen. Das ist P13. Die anderen Nationen und P14 ist eben Edom ist der Führer. Darum wird hier eben gesagt in Vers 5, es geht da um den Überrest der Nationen und gegen ganz Edom, die sich mein Land zum Besitztum gemacht haben. Also eine richtige Aussage wäre, die Nationen ringsum, aber die Bibel sagt Edom und die Nationen ringsum. Jordanien besaß übrigens 1948 die stärkste Armee von all diesen Verbündeten und bekam fast die ganze Kriegsbeute. P15, Annexion 1950. Nun, wir haben das ja schon gelesen, Hesekiel 36,2. Dort sagt der Feind, haha, die ewigen Höhen sind uns zum Besitztum geworden. Nicht nur zur Beute, sondern zum Besitztum. Und das war eben die Annexion von 1950. Aber das wurde völkerrechtlich nicht anerkannt in der Welt. Aber Jordanien hat gesagt, das ist jetzt jordanisch. Und deshalb haben übrigens die Palästinenser im Westjordanland, die haben einen jordanischen Pass. Das wissen auch die meisten bei uns nicht. Das sind nicht staatenlose Leute, die haben einen jordanischen Pass. Auch die Samariter auf dem Garizim, nur die haben noch einen israelischen Pass dazu. P16, Massaker. Wir haben in Vers 5 gelesen,
Darum, so spricht der Herr, der Ewige, wahrlich im Feuer meines Eifers habe ich geredet gegen den Überrest der Nationen und gegen ganz Edom, die sich mein Land zum Besitztum gemacht haben. Und jetzt, mit ganzer Herzensfreude, mit Verachtung des Lebens, um es zur Plünderung auszuleeren. Und darum P16, Massaker. Mit Herzensfreude, mit Verachtung des Lebens. Ich habe schon erklärt, die Juden, die nicht aus dem Westjordanland damals fliehen konnten, 48, 49, die wurden massenweise getötet, inklusive Frauen und Kinder. Hier sieht man die Gedenkstätte für den Krieg in der Zeit der Gründungsjahren Israels in Negba in Israel. P17, Plünderung. Ja, wir lesen eben in Hesekiel 36, Vers 5 am Schluss, die sich mein Land zum Besitztum gemacht haben, mit ganzer Herzensfreude, mit Verachtung des Lebens, das haben wir schon gesehen, um es zur Plünderung auszuleeren. Es kam zu umfangreichen Plünderungen im Westjordanland, da wo die Juden gewohnt haben. In Ostjerusalem, das jüdische Viertel in der Altstadt, wurde unsäglich verwüstet und geplündert. Und dann aber auch Kfar Etzion, Kalia, Beit Arava, Atarot, Neve Yaakov, Ein Zurim, Masuot Yitzchak und Revadim. Da waren sie zu Hause. Und die Welt sagt, was haben die dort zu suchen? Ja bitte, die waren schon vorher da. P18, Schmach über das Westjordanland. In Vers 6 lesen wir, darum weissage von dem Land Israel und sprich zu den Bergen und zu den Hügeln und zu den Gründen und zu den Tälern. So spricht der Herr, der Ewige, siehe, in meinem Eifer und in meinem Grimm habe ich geredet, weil ihr die Schmach der Nationen getragen habt. Berge müssen Schmach tragen. Jawohl, und wie? Wie sind die geschmäht? Man denke nur an diesen Boykott der jüdischen Exportprodukte aus dem Westjordanland. Heute, ja? Und renommierte Verteiler, nicht wahr? Die sagen, nein, wir wollen keine Produkte. Sobald etwas aus dem Westjordanland ist, wollen wir nicht. Sie verachten diese Berge. Und da wird gesprochen im Zusammenhang mit der Besetzung Israels des Westjordanlandes von Kriegsverbrechen. Aggressive Siedlungspolitik, das sei das Hindernis für den Frieden. Und wir haben gesehen, es gab keinen Frieden schon vor dem Westjordanland-Problem. Es wird gesprochen über das Übel der Siedlungen. Es wird sogar gesprochen über Krebsgeschwür. So werden diese Berge geschmäht. P19, Früchte für Israel. In Hesekiel 36,8 sagt Gott zu den Bergen und macht ihnen Mut. Ihr aber Berge Israels, ihr sollt meinem Volk Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nahe daran zu kommen. Nun, ich habe erklärt, dass eben 1967 im Sechstagekrieg dieses Gebiet wieder erobert wurde durch die israelische Armee. Und dann hat man Siedlungen gebaut und hat eben eine Landwirtschaft aufgebaut im Westjordanland. Und da hat sich das erfüllt. Ihr Berge Israels, ihr sollt eure Zweige treiben und eure Frucht tragen für Israel. So hat sich das erfüllt. Mit dieser wichtigen Landwirtschaft im Westjordanland. Und dann noch ein Detail, P20, Rückkehr ins Westjordanland. Hier sagt Gott zu den Bergen, die ja eben geplündert wurden. Und die Juden wurden abgeschlachtet. Da sagt Gott, ihr aber Berge Israels, ihr sollt meinem Volk Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nahe daran zu kommen. Da wird erklärt, die kommen wieder, nachdem sie alles verloren haben. Und 1967 kamen sie zurück. Rückkehr ins Westjordanland. Zuerst waren sie dort, dann wurden sie abgeschlachtet und vertrieben. Und dann sollten sie wieder kommen und die Berge sollten ihnen Frucht tragen, wie das heute der Fall ist. Aber P21 noch eine kleine Nuance. Baldige
Rückkehr. Denn der Bibeltext sagt nicht nur, denn sie kommen und dann sollen die Berge Frucht tragen, sondern es heißt, denn sie sind nahe daran zu kommen. Und von 1949 bis 1967, als sie wiederkamen, das waren nur etwa 19 Jahre Unterbruch. Das war nicht lange. Das sollte also bald geschehen, dass sie da zurückkommen. P22, Wiederaufbau. Jetzt lese ich Hesekiel 36,9. Denn siehe, ich will zu euch kommen, Berge Israels. Und ich will mich zu euch wenden, und ihr sollt bebaut und besät werden. Und ich werde die Menschen auf euch vermehren, das ganze Haus Israel insgesamt, und die Städte sollen bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden. Das ist der Punkt, Wiederaufbau, P22. Nach dem Sechstagekrieg wurden zerstörte jüdische Siedlungen wieder aufgebaut. So, ganz schön, das jüdische Quartier in Ostjerusalem. Kfar Etzion, Revadim, Ein Zurim, Masuot Yitzchak, Beta Arava, Atarot, Neve Yaakov. Wieder aufgebaut. P23, Landwirtschaft. Wir haben gelesen in den gleichen Versen, denn siehe, ich will zu euch kommen und will mich zu euch wenden, und ihr sollt bebaut und besät werden. Und so geschah es, man hat nach 1967 zahlreiche Kibbuzim aufgebaut. Das sind landwirtschaftliche Kollektivsiedlungen. Und Moshavim, das sind genossenschaftlich organisierte ländliche Siedlungen. P24, Vermehrung. Ja, in Vers 10 haben wir doch gelesen, und ich werde die Menschen auf euch vermehren. Nun, die Zuwachsrate Israels im Westjordanland liegt bei etwa 5,6%. Das ist Zuwanderung plus viele Kinder. Und weil eben im Westjordanland besonders die Orthodoxen sind, und die haben eine positive Haltung zu Kindern, ja, darum geht da was. 5,6%, das ist wirklich extrem, wenn man denkt, die Zuwachsrate in Kern-Israel liegt bei 1,8%. Aber die Bibel sagt, ich werde die Menschen auf euch vermehren, im Westjordanland. Das kann man sogar in Prozentzahlen ausdrücken. P25, Leben in Städten. Ja, Vers 10 sagt, ich werde die Menschen auf euch vermehren, das ganze Haus Israel insgesamt, und die Städte sollen bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden. Diese kleineren Siedlungen, die verwüstet waren, die haben sie wieder aufgebaut, diese Trümmer. Aber jetzt kommt etwas Neues. Jetzt wurden auch Städte gebaut im Westjordanland. Großstädte wie Ariel. Das ist noch eine etwas ältere Zahl, 16.000 Einwohner, das ist schon mehr heute. Modein Ilit mit mehr als 30.000, Beitar Ilit mit mehr als 28.000, Ma'alei Adumim mit mehr als 32.000 und Gush Etzion mit mehr als 60.000. Städte bewohnt. P26, Fruchtbarkeit des Viehes. Das ist nicht das gleiche wie die Menschen. Vers 11, und ich werde Menschen und Vieh auf euch vermehren. Und sie werden sich mehren und fruchtbar sein. Und man denke an diese modern geführte Geflügelzucht im Westjordanland. Und diese moderne Milchwirtschaft, das sind Kühe, da können Schweizer nur große Augen machen. Ja? P27, mehr Segen als früher. Ja, unsere Verse hier, Vers 11, sagt nicht nur, ich werde Menschen und Vieh auf euch vermehren und sie werden sich mehren und fruchtbar sein und ich werde euch bewohnt machen wie in euren Vorzeiten, sondern und werde euch wohltun mehr als in euren Anfängen und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Zahlreiche neue Dörfer und Städte wurden aufgebaut und das ist eine etwas ältere Zahl, das muss man also heute mit mehr rechnen, 250 Fabriken, 70 Hightech-Industrien,
16 höhere Ausbildungsstätte, wo übrigens auch Araber studieren können. Mehr Segen als früher. Aber schon interessant, eben man kann Gott erkennen durch die Prophetie über das Westjordanland. Denn genau hier wird gesagt in Vers 11, und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Ja, die Bibel ist ein Ärgernis. Und die Menschen können Gott erkennen in der Bibel mit einem Thema, das sie ärgert. Die ganze Welt ärgert sich im Zusammenhang mit dem Westjordanland. Und Gott sagt, und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Weil Gott das tut, was er will und nicht, was die UNO will. Das ist der Unterschied. Aber es ist ja auch so mit der zentralen Botschaft des Messias in der Bibel. Der leidende Messias, der für unsere Sünden stirbt am Kreuz, das ist ein Ärgernis für die Welt. Und trotzdem, es gibt keinen anderen Weg, um mit Gott ins Reine zu kommen, als über diesen Weg des Kreuzes. Des Messias, der für unsere Sünden gelitten hat. Und wir müssen Gott im Gebet unsere Schuld bekennen, bereuen und dieses Opfer des Messias im Glauben für uns in Anspruch nehmen. Dann kann Gott uns vergeben. P28, wir sind gleich am Ende. Rückkehr im unreinen Zustand. Ja, da erlebt man manchmal, ich halte Vorträge über Israel und die erfüllte Prophetie und dann kommen Leute und sagen, ach, das hat doch nichts zu tun mit der Bibel. Schauen Sie mal, Israel heute. Die meisten sind ja säkular und sind Atheisten oder Agnostiker, die sagen, man kann nicht wissen, ob es Gott gibt. Und die haben einen gleichen Lebensstil wie die Säkularen hier in Europa, wo Gott in ihrem Leben keine Rolle spielt. Dann sage ich, ja, das steht ja genau in der Bibel. Hesekiel 36, Vers 22. Darum spricht zum Haus Israel, so spricht der Herr der Ewige, nicht um euretwillen tue ich es, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, wohin ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen Namen heiligen, der entweiht ist unter den Nationen, welchen ihr entweiht habt in ihrer Mitte. Überall, wo sie ein schlechtes Zeugnis waren, durch ihr Verhalten. Und dann sagt Gott weiter, und die Nationen werden erkennen, dass ich der Ewige bin, spricht der Herr der Ewige, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilige. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Was sagt dieser Text? Gott führt sein Volk Israel, das jüdische Volk, heim ins Land der Väter, nicht weil sie so gut sind, sondern wegen Gottes Ehre, weil er es Abraham versprochen hat, dieses Land auf ewig zu geben. Darum bringt er sie zurück. Und jetzt muss man weiterlesen im Text. Und dann sieht man, wenn ihr dann im Land seid, dann wird der Zeitpunkt kommen, wo ich Reinigungswasser auf euch sprenge. Und ich werde euch reinigen. Das heißt, sie kommen zurück im unreinen Zustand und die Reinigung wird erst im Land erfolgen. Aha. Also es muss ja so sein, wie es ist. So muss man die Leute dran nehmen. Ja, wenn die solche Dinge verbreiten und damit die Prophetie diskreditieren wollen, die muss man packen. Und sagen, ja, aber das steht in der Bibel. Wenn es anders wäre, würde es ja nicht stimmen. P29, die Wüste blüht auf. Hesekiel 36, 34. Und das verwüstete Land soll bebaut werden. Statt dass es eine Wüste war vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Israel hat von 1882 bis heute etwa 240 Millionen Bäume gepflanzt. Das ändert natürlich auch das Klima, ja? Damit kommt auch mehr Regen. Und heute macht Israel sogar Export von Schnittblumen. Ich habe mal in Holland darüber gesprochen. Ja? Da kann man sagen, Juli, seid nicht allein. Israel macht das auch. Und Früchte werden exportiert. Und ich liebe es, bei Reisegruppen von Europa nach Israel zu bringen. Und ich liebe besonders die, die zum ersten Mal da sind. Wenn wir sehen, das Land, wie es blüht. Im Frühjahr, im Herbst. Und dann
können Sie wirklich bezeugen, das Land ist wie der Garten Eden geworden. Israel produziert 1,3 Milliarden Schnittblumen pro Jahr. So ein kleines Land, wo man den Namen auf der Weltkarte ins Meer rausschreiben muss, weil es keinen Platz hat drauf. Und jetzt P30, die schützende Mauer. Nun, wir haben doch gelesen, man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden und die verödeten, verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Ich mag mich erinnern, aber das war vor 2000, das war noch im letzten Jahrtausend. Ich bin ziemlich alt. Also im letzten Jahrtausend hatte ich die Bibel gelesen, Hesekiel 36, und ich mag mich noch erinnern, wie ich mich gefragt habe, warum steht da eigentlich, dass die Städte befestigt sind? Das hat man ja früher so gemacht. Im Mittelalter zum Beispiel, dass man Mauern um die Städte herum gebaut hat, aber das macht man ja heute nicht. Aber hier steht ganz klar im Zusammenhang mit der Rückkehr aus aller Welt, Vers 24 und dann hier in Vers 35, die zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Ha. Und ich weiß noch, ich habe das auf die Seite getan. So muss man das machen, wenn etwas noch nicht klar ist, auf die Seite tun. Und wie oft habe ich das erlebt, Jahre später, auch bei ganz schwierigen Fragen, plötzlich ist die Klarheit gekommen. Man muss Geduld haben. Und dann kam eben Sharon. Und dieser grauenhafte Terrorismus vom Westjordanland her. Man mag sich erinnern, fast jede Woche wieder ein Bus in die Luft, so und so viele Toten. Und dann hat Sharon gesagt, so, und jetzt ist Schluss. Jetzt bauen wir einen Zaun und teilweise sogar eine Mauer. Wir schneiden den Terroristen den Weg ab. Und dann kam diese schützende Mauer. Und die ganze Welt hat dagegen geschrien. Und der internationale Gerichtshof in Den Haag hat dieses Werk zerstört, obwohl es jetzt so viele Menschenleben rettet, nicht wahr? Aber schauen Sie mal, im Hebräischen steht befestigt das hebräische Wort Batsur. Und so ein Geheimtipp für Hebräisten, ich habe viele hebräische Wörterbücher, ganz alte, die modernsten, die wichtigsten, aber ein Geheimtipp ist Eduard König. Das war noch Anfangs 20. Jahrhundert. Also, da war ja noch nichts davon zu sehen. Bazar übersetzt er, beziehungsweise dann Batsur, im Passiv, unzugänglich gemacht, befestigt, durch steile Mauer abgeschnitten. Das heißt Batsur. Wow! Genau das ist es. Natürlich nicht, da steht nichts von einer Ringmauer um die Städte, aber diese Mauer schützt die Kern-Israel-Städte und zwar durch eine steile Mauer sind sie abgeschnitten. So, da steht's. Die ganze Welt ist dagegen, aber es steht in meiner Bibel. Und in Ihrer Bibel auch. Ist doch wunderbar. Die Welt ärgert sich, aber man muss sagen, und schaut, Gott hat das so gesagt. Und wenn ich dann Gruppen nach Israel nehme, dann bringe ich sie je nach Stelle, je nach Ort, dann stelle ich die Mauer, die müssen Sie auch sehen. Seht ihr dort? Und dann nehme ich meine Bibel hervor, immer vor Ort, Bibel lesen, gerade an Ort und Stelle, vorlesen. Wow, da steht's. Batsur, die Städte sind abgeschnitten durch steile Mauer. Und wir sehen das vor unseren Augen. Und nun Hesekiel 36, 36. Und die Nationen, welche rings um euch her übrig bleiben werden, sollen erkennen, dass ich, der Ewige, das Zerstörte aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, der Ewige, habe geredet und werde es tun. Also diese Prophetie zeigt, Gott ist der souveräne Gott, der macht, was er will und was er beschließt. Und wir sind die kleinen Menschen und wir müssen uns vor ihm demütigen. Und auch wenn der Weg des Heils, den Gott uns zeigt, es gibt einen Weg zurück zu Gott, wenn der für uns ein Ärgernis ist. Ich möchte lieber etwas spenden. Ja, zum Beispiel für Ebenezer. Aber damit kommt man nicht in die himmlische Herrlichkeit. Das ist nur etwas für solche, die die himmlische Herrlichkeit schon haben. Ja? Also, ich möchte das und das Gute tun und so möchte ich gerettet werden. Und die Bibel sagt, nein, so geht es nicht. Nur über den Tod des Messias. Nur über den Weg von Jesaja 53.
Um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen sind wir geheilt. Nur so. Wir müssen den Weg nehmen, den Gott in seiner Souveränität uns vorstellt. Souveränität heißt, Gott beschließt und nicht wir beschließen. Aber das Ganze zeigt uns, die Bibel ist wirklich Gottes Wort. Aktueller als die Zeitung von morgen. Und so hoffe ich, dass dieser Vortrag auch ein Ansporn ist, die Bibel mit einer neuen Freude und Inbrunst zu lesen und zu studieren. Und man versteht nicht alles, muss man auf die Seite legen und warten, ein paar Jahre. Und es ist so, Gott zeigt uns immer wieder neue Dinge in seinem Wort, die so überwältigend sind. Die Bibel wird nie langweilig, sie wird immer spannender und ich entdecke ständig neue Dinge. Nicht wahr? Wenn einer sagt, er hat den Roman 100-mal gelesen, dann sagt man, der hat wahrscheinlich ein Problem, ja? Aber wenn einer sagt, ich habe die Bibel 100-mal gelesen, Spurgeon, und er sagt, sie war beim 100. Mal noch schöner als beim ersten Mal. Ja, sie ist unerschöpflich, weil sie Gottes Wort ist. Und darum hoffe ich, dass es wirklich ein Ansporn ist, die Bibel wieder mit ganz neuer Freude zu lesen und zu studieren. Und das Buch der Sprüche sagt, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Das kostet etwas. Es kostet Zeit, es kostet Energie, es kostet auch Durchhaltevermögen. Es lohnt sich alles. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Behalte das Wort. Danke.